Lief Nolausstra, merci dat am Rendevous sit mam Christoph Hansen Bonjour. vu Straßburg. Das is en keer plenier an mir zielnech wat lo so ha geschiet. Am moment hummer wirklich seit Anfang der 24. Februar d'Ukraine am Mittelpunkt an haut Hummer och den wie hummer se genannt de Brave Ukrainian den Sakharov-Preis zougedeelt. Dem ukrainische Volk repräsentiert durch ihren Präsident, durch gewählten Leadern an auch Zivilgesellschaft. Ich fand das ganz wichtig, dass man das auch so zum Ausdruck bringen. Das ist ganz richtig, weil hier den Kampf, den sie machen für Demokratie, passt 100% zu dem, was den Sakharov-Preis auf vier streichen. Für das ist der richtig positive Punkt, den den Avalo kann vier bringen, weil viel anderes Positives haben wir nicht, wenn wir von der Ukraine schwätzen, natürlich. Ihr wisst alle gut, dass am Moment Russland, den Putin sein Regime dezidiert hat, für Bombardementer zu machen, die überall hingehen. Madame von der Leyen war heute Morgen an der Plenär war von den Punkten, die sie direkt am Anfang gesucht hat. Es sind wirklich Krimen, die gemacht gehen von der Armee, wann Zivilgebäude und auch die Infrastruktur, die Zivilgesellschaft braucht, wann die bombardiert gehen. Und das ist eine Zahl, die wirklich erschreckend ist, dass das 30% von den Infrastrukturen, die elektrisch bringen, zu den Leuten am Funkgehol einfach für die gemacht sind. Und das sind Sachen, die wirklich absolut inakzeptabel sind. Auch an einem Krieg gehen es am Anfang Regeln an der Regime, den am Moment an Russland ist, das, was er möchte, geht gegen alle internationalen Regeln, die da sind. Ein anderer Punkt, den ich meine, als alle Gurschen interessiert, ist den von der Versorgung, von der Energie. Und das war am Anfang geholt den Hauptpunkt von der Ried, von der Madame von der Leyen. Sie hat auf vier gestracht, fällt mir schon die ganze Zeit so, Christopher nicht, dass den muss zusammen handeln. Europa als kein von den Ländern an Europa als stark genug für am Fond geholt die schwierigen Krisen, die wir schon hatten, an denen wir haben, allein zu meistern. Und hier spielt Europa wirklich eine ganz große Rolle. Und von der Leyen hat eine ganze Reihe Mesuren abgezählt, für das wir können zusammen Lösungen abbringen. Das ist die Deckelung vom Preis, aber das ist aber auch zusammen abkaufen von Energie und dann auch teilen von der Energie, die wir haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir immer ein bisschen an der ganzen Diskussion fehlt. Und ich weiß auch, wie weit es fehlt. Das ist genau den, man hätte ja gerne eine Energieunion, dass man nicht nur wie soll es so die Menge Strom erkaufen oder hin und her, aber dass man vor allem auch die Interkonnektionen haben, die man wirklich dafür brauchen. Und da gebe ich mir eigentlich von der Kommission noch wünschen, dass sie auch ein bisschen mehr offensiv und verschiedene Memberstaaten rugehen, die vielleicht den europäischen Gedanken noch immer ein bisschen an der zweiten Reihe. Christoph, Sie haben heute Morgen an der Plenär aber versprochen. Sie kommen. Ja, Sie haben ganz klar gesagt, dass Sie an Negoziationen Martine sehen, und dass am Fondgehol entweder die Länder bringen es fertig, bilateral die Sachen fertig, oder die Kommission macht es obligatorisch. So dass ich wirklich das Vertrauen habe, dass wir vorkommen. Schon nicht für drunter erwähnt, Christoph, du und ich, wenn wir die Kampagne gemacht hatten für das Europaparlament, war ja eine von den Ideen, die wir immer nicht so viel brauchen, das war die gemeinsame Energiepolitik von der Europäischen Union, die notwendig wäre. Wir haben nur gesehen, unglücklicherweise, wie recht wir hatten und wie wichtig das ist. Du wolltest nach über Energie auch schwätzen. Weil das braucht Finanzement. Und wie ist es mit dem Finanzement? Finanzement, da wissen wir auch, dass wir zu Lützeburg an den
geringe Fongen an den nachhaltige Fonge ganz stark zu Lützeburg, weil die meisten von denen Fonge gehen effektiv auch zu Lützeburg abgelöscht, da das sind Fongen, die an Nachhaltigkeit investieren. Du hat man gerne mehr harmonisierten Usatz, das heißt, dass man da kein Greenwashing schon von denen nachhaltige Finanzen, dass man wirklich auch wissen, dass man eine Garantie kriegen für den Investisseur, weil ein Investisseur braucht Sicherheit, wenn ein Bumi zum Beispiel will für Denkelkanner investieren, wenn sie sicher sind, dass sie nicht an etwas investieren, wo nur aber solo irgendwo Gas damit gefördert wird oder was auch immer. Du will man mit den European Green Bonds will man in Goldstandard kreieren, für dass man da auch das nötige Vertrauen hinkriegen. Und da sind wir im Moment an den Verhandlungen, das ist für meine Fraktion zuständig, für den dritten Dossier, sind wir im Moment an den Verhandlungen mit dem Ministerrat für einen gemeinsamen Text zu finden. Da hat man gestern Morgen zu Straßburg die zweite Runde von den Verhandlungen, das ist nicht ganz einfach, muss ich sagen, weil wir im Moment nach weiter sind. Das war ganz wichtig ein Dossier. Wir mussten auch Privatkapital mobilisieren für justement an die Finanzen noch für die Investitionen an erneuerbare Energien neuen Ulaf dran zu kriegen, das ist immens wichtig. Und die probieren wir den Dossier auch noch das Jahr aufzuschließen, wenn alles gut geht. Die Kommissionspräsidentin hat effektiv auch von Investmenten geschwärzt und sie hat ganz klar also drei Niveauen genannt, eben für die Energie, das sind Infrastrukturen. Und dann hauptsächlich, das was du just gesagt hast, sie hat wirklich auf 4 gestracht, dass es notwendig ist, dass wir an den erneuerbaren Energien ersetzen, für eben die Independenz zu kreieren, die wir wirklich nicht tun. Das ist wirklich von den großen Problemen, dass wir aufhängig wären vom russischen Gas. Wir aber auch, ich muss sagen, du hast auch eine Zahl, die ich relativ impressionant fand und diese Demo genannt hat, dass das mal zu 92% reduziert und das wird man von hinten kriegt. Und das danach meint. Zum Beispiel ein Land wie Griechenland sind ganz Stromproduktion lo op erneuerbaren produziert wird, fand ich immens groß. Europa soll helfen. Voilà, ja. Ein Land das fertig gekriegt. Ich meine, sind andere, die auch Potenzial haben, für das fertig zu kriegen. Das muss man akzelerieren und da gilt die nötigen Finanzen dafür, um das zu kriegen. Besondere Sujet, den Finanzen zu dienen hat, weil es sind Member von der sogenannten Kommission Fisk, die sich mit Steuerfragen befasst. Das ist eine Innerkommission von der Wirtschafts- und Währungskommission am Europaparlament. Und es sind dran gegangen, weil wir wissen, dass wir einen starken Finanzplatz zu Lützeburg haben. Und wir wissen, dass ganz viele Leute auch immer mit ein bisschen neidischen Augen auf Lützeburg gucken, wenn wir an dem Sektor wirklich von den stärksten Playern an der Europäischen Union sind. Und das bringt natürlich auch Jalousie mit sich. Also geht die FIS-Kommission wie soll so eine Kontrolle auf Lützeburg machen. Ich habe mich dezidiert, nicht bei der dortigen Mission dabei zu sein, weil ich der Meinung bin, dass nicht im Europaparlament zu kontrollieren, ob ein europäisch Direktiv korrekt umgesetzt wird, also auf nationalem Niveau, das die Kommission zu machen, und das möchte die Europäische Kommission noch. Und da gibt es dann noch Rekommendationen und Memberschaften, wenn es nicht 100% so ist. Wir hatten die Diskussion über den Registre des Beneficiaires effektiv, wo pure Bemängelungen gab. Lützeburg wird den Handelsregister, du wennst dann enker op de Lichtholen modernisieren, für den doten Problem zu adressieren. Wir sind immer die Sachen am meisten all die Direktiven als echten umsetzen. Wat natürlich auch den Investisseuren en gewissen Planungssicherheit gibt, wo sie mir lange am Voraus können gucken. Und ich meine, das was die Hauptattraktivität von Lützeburg ausmischt. Wir haben nämlich andere Punkte, die als nicht so attraktiv ausmachen. Ich meine, Logementspreise, als der denkt davon. Ich gebe mich ein bisschen komisch viele, wenn ich als Lützeburg so eine Delegation mit auf Lützeburg komme, für den bösen Fanger zu machen und zu kontrollieren. Wir haben als Freundin Tilly Metz von den Gringen, was sich an der Delegation angemeldet hat. Ich weiß nicht, was du will kontrollieren gehen oder herausfinden will. Ich fand das wichtig, dass wir als Lützeburger auch mal nicht fertig zu verteidigen. Wir sind die ATAT an DAC-Direktiven als allererst umsetzen. Wir sind noch mal die Ersten, die Registre der Beneficiaire effektiv umgesetzt haben. Und dann gehen wir nach kritisiert. Da kann ich darüber streiten, sind die Direktiven ambitiös genug. Das ist de bonne guerre. Aber wenn wir es umsetzen und wir setzen korrekt dann soll man es wann nicht doch gehen. Das sind pure Jalousien. Und ich meine, schon an der FIS-Kommission gesagt, dass Lützeburg natürlich ganz attraktiv wäre für touristische Zwecke.
an dat schon eng Flotvisit wënsche mich, dat ichwer menggen, dat aller Bas die dote Mission eng Verschwendung vum Kontribuable vun de Sue vun de Leute die Steuer bezuele wär, an dat man dat besser hätten op andere Plätzen auszugin, wéi dat doten ze machen. hunn d Europäesch Kommission, die dat solle kontrolieren, da muss mir doch necker do hënner goen. De Leute, die do mat machen dat fir allem fir sich selber an Vitrin zu setzen, wenn se dat wëlle machen. Dat ass hire Schwar. Ech fan war kontraproduktiv an van besonders fir Lützebuier ass der toten kontraproduktiv. Was also wenig ironisch. Ech war bëssen ironisch an man just nach eng klein Rektifikation hat vun 92% geschwert fir Drun vun Independenz vom russische Gas, dat Schattenstu geht gehabt mat enger andere zu, das zu 2/3, wo man wirklich statt Osaton, der russische Gas hat 41% vun ausem Gas kom aus Russland an die Nummer zu 2/3 effektiv. Absolut Asat ënner anderem mat Norwegen an Amerika an Partner sinn déi absolut fiabel sind. LNG-Terminal in der Tisch de flüssig Gas dann iwwerëm mat de Schëffer racken an dann rëm vergasifiert an dann an Leitung ra. 92% das sind die Reserven, die gemacht gesinn Socken die gefüllt sind e vun de Probleme. Wie war das awer lest hoffen, mir hunn immer ganz große Problem eben am Preis von der Energie mit Leser hoffen, dat man iwwer de Wander oni massiv Schwierigkeiten kommen. Natürlich mat reduzieren natürlich momentan ass. Wat nach einer Problem mat sprengt. Ich hoffe de Tour die ich gefallen, die pure Rechangen, die man hatten fir ich wenig zu erzählen, wat man ha an deswoch an dem Europaparlament machen. Bis die nächst Plenär an wünschen ich bis so hin nach een Schene Mount, weil das an engem Mount vor meisterem gesinn. Merci fir no bis geschwind.